Jo Leute, willkommen bei einem neuen Video auf unserem Kanal und ja bei einem Trainermodus, wie ihr schon wolltet. 80% haben wollten sehen. Hier seht ihr mal die Einstellung auf Profi. Bin jetzt nicht der beste FIFA-Spieler, aber nicht der schlechteste wegen Profis, glaube ich, ganz ordentlich. Und da kann man auch was erreichen, nicht gleich die Meisterschaft, aber an guten Tagen wohl das Ziel erfüllen, wenn wir jetzt keinen Mist bauen. Und ja, Waldstadion haben wir noch, Mannschaften wurden zurückgesetzt. Jetzt nennen wir uns Herr Just FIFA. Und ja, wenn euch der Karrieremodus jetzt nicht interessiert, dann könnt ihr einfach ganz in Ruhe wegschalten. Da braucht ihr jetzt nicht einfach das Video disliken, weil es schadet unserem Kanal und das wäre ein bisschen blöd. Und ja, und wenn ihr günstige FIFA-Coins wollt, schaut bei unseren Sponsor vorbei, da würdet ihr uns auch unterstützen, wenn ihr über diesen Link einkaufen würdet. Und ja, hier gehen wir gleich mal als Österreicher eine, wie sie es kehrt, als Anzug, aber nicht grau, schaut ein bisschen so wie eine Beerdigung aus. Das wollen wir ja nicht. Marineblau, das wäre ein feines Blau. Und ja, starten wir hier gleich mal ein. Jetzt als Tutorial brauchen wir hier nicht sehen. Ich bin schon richtig so gespannt, Alter. Das ist, ja, ich bin so richtig gespannt, Leitland, und ich hoffe, ihr auch. Und ja, Werder Bremen beruft Just FIFA als neuen Chef. Klemmer die erste Schlagzeile in der Zeitung gelandet. Ja, Zeitung nicht in einer Online-Zeitung, so in Anführungszeichen. Ah ja, und ich bin jetzt dann im Urlaub und da kommen auch Videos, wenn ich da jetzt auch irgendwie was vorproduzieren kann, kann ich das dann über den Urlaub schneiden und dann noch aufladen. Das ging auch, weil ich Internet habe, aber die PS3 ist nicht dabei. Und ja, hier gleich erster Top-Transfer. FC Bayern verpflichtet Mario Götze für 50 Millionen, wie in Realität es in der Sommerpause war. Und, ja, in der Sommerpause, ja, stimmt eigentlich, Sommerpause, 30.06.2013. Ja, und dann schauen wir uns mal dann gleich mal den Kader an. Jetzt gehen wir auf X hier weiterklicken. Jetzt tun wir noch schnell speichern und da schauen wir mal den Kader an. Ich bin jetzt nicht so der Bremen-Fan. Ich gebe mir jetzt nicht so viel aus. Ich kenne ein paar gute wie Patterson, Elia. Auf 5 Sterne geht das mal richtig. Haben die SD, ja. Ich wollte YouTube eigentlich, aber ich nicht SD, ja. Das geht auch. Jetzt tun wir noch mal einen besonnenen Schluck trinken. Schönes Wasser und ja, jetzt startet endlich der Karrieremodus. Jetzt werden wir noch am Anfang kurz ein paar Transfers tätigen, die ich kaufen will, weil ich aber Footed nachschaut, die wir großes Potenzial haben, wo wir uns noch verstärken müssten. Ja, das sieht man schon mal auf der rechten Flügel, müssen wir uns wohl verstärken, weil Arnautovic ist jetzt ja nicht der optimale Ersatz und der ist in echt da weg. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen Spieler ich verpflichten soll. Und das werde ich dann auch machen, weil ich schauen, wie gut er ist, und den werde ich echt kaufen. Also der wird jetzt eher mit einbezogen und die Serie kommt immer, ja, du mal zweimal in der Woche, du mal 2-3 Mal in die Woche, schreibt einfach mal eine, wie oft ihr die in der Woche sehen wollt, das mache ich dann auch nach euren Wünschen. Und ja, danke nochmal für 260 Abonnenten, das freut mich richtig. Und hier seht schon mal den Kader, wie ich den gemacht habe. Also mit Miliz, Fritz, Brödel, ja, Brödel haben wir, Gatriloa, CDC, Macchiati, und dann haben wir Aaron Hunt, ein richtig geiler Spieler, Jusunovic, auch Österreicher, Arnautovic, auch Österreicher, jetzt haben der, wenn wir uns noch verstärken wollen. Seht ihr, die Werte nicht die besten. Akbala für den Ersatz von Patterson, ja, Patterson, ne? Alles Patterson, ne? Und Eshiro Ilia, hier noch die Wechselbank. Und ja, dann gehen wir dann gleich mal in den Simulation, damit wir jetzt die Tage ein bisschen Vorsimulation machen. Ich kaufe vielleicht noch irgendeinen rechten Flügel. Das werdet ihr dann gleich sehen. Ja, jetzt tun wir noch mal, ja, wir müssen auch die Scout-Aufträge machen, weil ich habe schon mich ein bisschen davor eingespielt halt mit einem anderen Team, mit Wolfsburg. Und ja, da tun wir hier noch 24 Jahre und wir brauchen, eigentlich bräuchten wir ja, was brauchen wir denn? Wir bräuchten eigentlich an Innenverteidiger, ja, Innenverteidiger, oder? Innenverteidiger, zentralen Innenverteidiger. Und das tun wir gleich mal beibehalten. Und ja, jetzt nehmen wir hier noch wieder 24, ja, tun wir noch schnell, ja, Flügelstürmer, klar, wie brauchen wir? Mal, jetzt drücke auf Kreis, halt, was ist mit mir los? So, Flügelstürmer, ja, das passt so. Jetzt nehmen wir 24 Jahre alt, wir brauchen ja junge Spieler, junges, knackiges Fleisch, wie man auf gut Deutsch sagen würde. Weil wir wollen ja uns was auf längeren Weg aufbauen. Und hier mal 3 Sterne, Einschätzung 3 Sterne, Erfahrung 4 Sterne, das freut mich ja richtig. Ja, du mal hier, wenn wir Innenverteidiger haben, dann nehmen wir an, aus der Insel. Aus der Insel gibt es ja immer sehr gute Innenverteidiger, die ich einfach mal so behaupten.
Ja, die haben großes Talent, auch halt Luke Shaw. Ah ja, Luke Shaw. Aber Silise haben wir eher einen guten Spieler. Und ja, da nehmen wir einen Franzosen als Flügel. Weil das kann ja nie schaden, oder? Ja, nehmen wir Franzosen, ja. So, dann nehmen wir noch den Dimo Bubala. Dimo Bubala. Und den tun wir ins eigene Land eine, damit es sich ein bisschen lohnt, damit wir hier die neuesten Talente in unserem eigenen Land sehen. Und jetzt werde ich dann gleich schon mal ein paar Transfers tätigen, aber davor tun wir jetzt noch ein bisschen vorspielen. Und hier sehen wir gleich mal den ersten Transfer. Wir haben hier Bakali an rechten Flügelstürmer. Sehr junges Alter, großes Potenzial. Auf Foothead gerade nachgeschaut. Potenzial bis 90, jetzt hat er 73, wenn ich mich jetzt nicht so verschätze. Und für 8,29 ist das echt ein Schnäppchen, weil der kann echt aufwandern. Und den tun wir mal eine Saisonleihe anbieten, weil so viel Geld haben wir leider nicht zur Verfügung für einen Kauf. Aber wenn wir am Ende der Saison mehr Geld haben, täte ich den dann schon verpflichten. Kommt drauf an, wie er sich spielen lässt. Und ja, hier mal Leihangebot und hier gleich die Entscheidung. Den nehmen wir gleich mal an. Sie haben entschieden, halt PSV, ich weiß nicht wie die heißen, einfach PSV nenne ich die. Und ja, dann gehen wir gleich mal in die Freundschaftsspiele. Da werde ich die ersten 2 simulieren und die anderen werde ich dann halt einfach das letzte werde ich dann spielen. Und die haben wir gleich mal gegen den Namen kenne ich weiß schon wie die ungefähr so geschrieben werden, aber ich kann die echt nicht aussprechen. Ajaccio oder wie das heißt. Auf jeden Fall ein französischer Verein. Das werden wir gleich mal simulieren hier mit unserer Aufstellung. Bakali schon mal drin in der Startaufstellung. Statt Arnautovic. Und ja, jetzt schauen wir uns mal, was das Spiel hier bringt. Ich lasse es ja einfach mal durchlaufen. Aha, okay, sehr für die Ahnung. Petretti gleich schon mal in der 10. Minute mit einem Foul und da. Ah, okay, yes, wir haben einen Elfmeter verschossen. Ja, das gesagt, wir haben einen Elfmeter verschossen. Also sagen wir ja schon mal. Bakali schon hin, dass hier Ajaccio viel mehr Druck macht. Jetzt tue ich dann gleich mal auf Dreieck drücken, weil ja, boah, Eduardo hat das Tor gemacht. Das ist scheiße. Ja, jetzt hier Crystal Palace natürlich dann gleich überspringen, weil vielleicht bringt uns das ein bisschen mehr Glück und gleich mal. Ja, Gebre, Silise, danke Junge. Und dann auch die gelbe Karte kassiert. Ah, ja. Und noch einen verletzten Innenverteidiger. Da wollte ich mal aber ankaufen. Den Zuma täte ich mir da gerne kaufen, weil den habe ich echt, hat er mir ins Auge gestochen. Auf gut Deutsch. Aber den werde ich dann wohl in der nächsten Episode holen. Schreibt es einfach mal ein und jetzt guck mal hier schon mal ins Spiel ein. Ich bin so richtig bin ich hier in Fußballstimmung. Jetzt müssen wir hier was reißen und was knacken lassen. Und ja, dann bis in die erste Spielszene täte ich dann mal sagen, ja, das brauchen wir jetzt nicht und ja, schon Elia mit da und ja, bis in die erste Spielszene. So, jetzt haben Lazio auf Ederson hat hier den Ball und der geht wieder zurück. Jetzt erobern wir leicht, aber wir verlieren wieder. Jetzt Ederson ist immer noch am Ball. Ederson kommt er durch. Ja, wir haben ihn schön erobert. Sehr fein. Jetzt muss es hier schnell mit Bakali sieht hier unten Eshoro Elia starten. Eshoro Elia hat hier das Pace und die Schuss und da wird ja halt eine erste Big Chance für uns. Und jetzt kann er daraus sein. Aaron Hunt, schade. So, jetzt Lazio rum. Kann Trevor mit dem schönen Schuss und Milic haltet. Und ja, der erste gute Parade, zweite Chance des Spiels und erste Big Point für Lazio. Schlecht geklärt, jetzt kommen sie nochmal. Jusinovic kommt auch nicht dran. Ederson, oh, Milic haltet schon wieder. Das ist jetzt echt zurzeit der Man of the Match, unser Goalie. Ein recht guter Goalie, wie mir auffällt, weil wollte vielleicht noch einen anderen holen, aber der ist echt gut, der gefällt mir recht gut, hat sich keinen Fehler machen lassen und der jetzt Elia, nichts draus gehauen. Jetzt sie machen hier Druck, Ederson, Kopfschuss und der geht knapp vorbei. Ja, das war jetzt sehr knapp und ja, da haben wir noch Glück gehabt. So, jetzt wieder Radu verliert hier den Ball, Bakali ist einfach so ein Kampfbiss, rennt da, wie weiß ich nicht was, eine da, jetzt muss die Flanke kommen, kommt da und die kommt zu unpräzise, so, Bakali mit einem schönen Doppler auf, ja, und, schade. Ich wollte eigentlich gar nicht schießen, wollte nur, dass er durchsetzt, aber egal. So, ist hier mit einem Freistoß und der geht in die Mauer. Yes, so kehrt sich Leitland. So, jetzt hat González schön auf Ederson und der Goalie heute schon wieder. Ja, es war jetzt nicht so die
was man halten muss, egal. So, Akbala mit dem Tor, yes! Akbala, ja! Yes, Mann. Yes, yes, yes. Akbala tut uns hier in Führung bringen, ist, glaube ich, gerecht, weil das Spiel ist ausgeglichen, so von den Chancen her. Vielleicht machen sie mehr Druck, aber wir machen hier mit Akbala, der seit Tor das erste für unseren Verein, und jetzt springen wir hier in die Halbzeitstatistik hinein. Und ja, okay, Spurs 0-1 hinten, Bundesliga-Verein, egal. Jetzt gehen wir auch hier auf die Spielinfo. Ja, recht ausgeglichene Stats, 83, ja, 53 Ballbesitz, recht gute, ausgeglichene Stats. Und ja, da gehen wir gleich mal in die zweite Halbzeit. So, Makadi. Wir machen hier einfach schon in der zweiten Halbzeit Druck. Die machen einfach Druck und wir wollen das Sieg. Die Mannschaft will den Sieg, sie wollen ihn. Und ja, hier Aaron Hunt. Aaron Hunt, ein schöner Pass auf Eshiro Elia. Wieder zurück auf Gebre Silise. Jetzt Elia. Man wollte den Scoop nochmal und ich wollte aber in die andere Richtung. Ja, da habe ich mich vertriebelt, egal. Jetzt wieder ein schöner Pass auf Elia. Vieles geht von der linken Seite hier. Und jetzt auf Flanke und die wird leider abgewehrt. Jetzt haben wir hier wieder Szene. Wir sind hier einfach am Drücker. Aaron Hunt und der Goalie haltet und geht dann noch zur Ecke. Nein, der geht jetzt noch zum Einwurf. Schade. Das wäre jetzt echt geil gewesen. Und jetzt Aaron Hunt wieder und der ging knapp vorbei. Ja, und wenn euch die Episode schon mal gefällt, Abo und Like, täte mich echt frei und den Linus auch. Und ja, das Video kommt von ihm, sein nächstes, kommt von morgen aus. Er hat echt wenig Zeit gehabt, also tut ihn das echt nicht böse nehmen. Und ja, hier sehen wir gleich mal durch den Schiri. Haben wir diesen Scheiß durchgekriegt. Alter, ist das so ein kleiner Pisser. Das ist ein kleiner Biesen, ne? Jetzt haben wir mal hier einen Anstoßtrick. Jetzt mir reicht es nur durch den Scheiß Schiri, Alter. Jetzt halt schön. Und Elia, das erste Mal ist die Anstoßtrick geht. Ole. Yes. Ja, das ist jetzt das 2-1, 85 Minuten, das müssen wir noch verteidigen. Jetzt, das muss man auch verteidigen. Bitte, jetzt komm. Alter, Scheiße, na. Alter, ich glaube, das wird der Scheiße. Wir haben mal Hernandez, Scheißdreck. Wir haben jetzt zwar gekriegt. Jetzt das war's auch wieder. Egal, ein bisschen deprimierte Stimmung, jetzt egal. Wir haben zwar ja, es war ein guter, durchwachsener Anfangsphase. Wenn es euch gefällt, Abo und Like, wie ich schon gesagt habe, täte mich freuen und den Linus. Und ja, ich bin jetzt mal raus und ja, ciao, einfach, ciao.